Sali Urs, ich bin der Mike vom Huberplatz YouTube-Kanal und wollte dich mal fragen, ob du dich kurz vorstellen kannst und uns erzählen, was du da für eine Rolle hast. Ja, danke Mike. Also ich bin der Urs, wie du gesagt hast. Ich bin hier von Zofingen, beim Verein Swisslook, engagiert Mitglied und habe hier jetzt die Zofi Bricks angerissen vor ein paar Jahren und die haben wir jetzt zum zweiten Mal durchgeführt. Und ich bin hier quasi der OK-Präsident, nein, einfach der alles koordiniert und hier Zofingen alles organisiert hat, mit einem coolen Team im Hintergrund. Cool. Was macht denn diese Lego-Ausstellung besonders? Ja, was macht sie besonders? Es ist im Herzen von der Schweiz, hier in Zofingen. Das ist natürlich sehr gäbig. Nein, aber es ist cool, wir haben hier von unserem Lego-Verein auch einen Stammtisch in der Region, also in der Region Zofingen, wo wir schon seit ein paar Jahren uns auch regelmässig treffen. Das sind so regionale Stammtische. Und das Coole ist eigentlich, dass aus dieser kleinen Community mit der grossen Community im Hintergrund dann eigentlich die Zofi Bricks Idee entstanden ist. Und vor 2 Jahren sind wir mega überrennt worden, sind wir in einem kleineren Lokal gewesen. Und jetzt haben wir es gewagt. Wenn wir gesagt haben, nur ein Bruchteil der Leute kommt von das letzte Mal, kommen wir hier in die grosse Stadtsaal, die man hier im Hintergrund sieht. Plus Turnhalle, plus Nebensäle noch. Und das macht eigentlich die Zofi Bricks so speziell, dass eine coole Community dahinter ist. Okay. Wie viele Aussteller und Modelle sind denn alles so dabei dieses Jahr? Ja, ich habe jetzt etwa 60 Ausstellerinnen und Aussteller. Insgesamt etwa 90 Helfer und Helferinnen, Aussteller und Ausstellerinnen, die hier ehrenamtlich helfen können. Objekte habe ich nicht gezählt, recht viel, weil wir haben wirklich auch viel Platz. Und das ist cool, für auch die Anzahl Besucher ist es cool, wenn es mehr Platz hat. Und eben, wir haben fast doppelt so viele Aussteller jetzt gehabt und Objekte als beim letzten Mal. Und das war auch eine Herausforderung gewesen. Gut. Wie lange plant man denn so eine Ausstellung im Voraus? Ja, an sich da haben wir vor 2 Jahren, als wir die letzte Zofi Bricks hatten, haben wir schon gesagt, ich glaube, das machen wir wieder. Und nachher für so einen grossen Saal wie hier, wo mega eine Event-Location ist, auch für grosse Events und so, muss man 1,5 Jahre im Voraus muss man eigentlich schon sagen, hey, ja, ich glaube, das peilen wir an, weil man dann den Saal muss reservieren etc. Und nachher ist es natürlich eine längere Pause, mehr als ein halbes Jahr, wo man wieder etwas machen muss. Und nachher so ein bisschen ab Sommer letztes Jahr ist dann eigentlich so ein bisschen der Büschel losgegangen, wo man in die Detailplanung gehen kann und eben sich dann mal mit den Leuten allen treffen, hier anschauen, sagen, wie wollen wir es jetzt machen. Und nachher wird es immer intensiver, die letzten 2 Monate dann. Man muss alle Ausstellerinnen und Aussteller immer informieren, muss Fragen beantworten, muss Hallenpläne machen und nach die letzte Woche ist dann nochmal intensiver, bis wir dann da sind und den Marathon haben, dann Freitag bis Sonntag. Was ist denn dieses Jahr die grösste Herausforderung, würdest du sagen? Ja, die Herausforderung war schon, so viele Helfer und Aussteller für alle ein Plätzchen zu finden und nachher dann die Logistik im Hintergrund. Ich meine, die Leute müssen alle essen, die müssen einen Ausstellerstein haben, muss Geschenke haben. Die müssen ein Badge haben, die müssen wissen, wo sie hin müssen. Das ist eigentlich so die grosse Herausforderung. Aber an sich sonst nicht unbedingt. Werbung ist immer eine Herausforderung. Wie kommen die Leute hier und so. Aber ja, da haben wir jetzt als Verein schon jetzt bald 20 Jahre Erfahrung. Seit 10 Jahren machen wir auch grössere Ausstellungen hier in unterschiedlichen Konstellationen. Und da haben wir eben viele Leute, die viel Know-how bringen. Wir wissen, wie man so eine City-Gemeinschaftsanlage wie hier innen, wie man so eine plant. Und wir wissen, wie wir es ein bisschen organisieren mit Anfallsabend. Und von dem her, Herausforderung ja, aber es ist auch einfach eine coole Sache. Okay. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Warum ist eigentlich die Ausstellung auch für Aussteller attraktiv? Ja, es ist natürlich cool, dass man hier seine Sachen zeigen kann. Wir haben auch viel Platz. Ich finde, wir haben einen schönen Saal. Wir haben auch die Turnhalle, ist mega schön, vom Licht her, vom Ambiente. Und ich glaube, für mich ist Lego eben auch Community. Man kommt hier hin, weil man auch Spass hat, einander helfen kann. Ich kann sehen, wie andere bauen, was andere für Technik haben, was andere für fantastische Sachen hinkriegen. Und ich glaube, so ein der Austausch, das ist das, was so eine Ausstellung eben auch für Aussteller attraktiv macht, zum Kommen und Teil davon sein. Okay, danke dir vielmals. Jetzt könnte ich dich noch schnell fragen, wenn wir da so runterschauen. Ja. Was gefällt dir da jetzt gerade im Blickfeld so ein bisschen am besten? Hey, mir gefallen die City-Gemeinschaftsanlagen einfach recht gut. Es ist sehr attraktiv für Besucherinnen und Besucher, weil sich viel bewegt und weil auch viele verschiedene Leute beigetragen haben. Aber wir haben auch wirklich ganz coole Einzelmax, Star Wars oder
die blinkend leuchtende Winterlandschaft, wo man sagt, das ist einfach cool, Leute, die so Sachen auf die Beine stellen, ihre Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen. Perlen, der Luigi und natürlich auch Megaperlen links hinten. Dort das Game Table, wo eigentlich so Mittelalter Fantasy Game Table ist. Das ist ein Spiel, das man eigentlich spielen kann. So ein Tabletop-Spiele. Ist eigentlich mega schön und detailliert gemacht, ausgeklügelt, viel Gedanken dahinter. So Zeug gefällt mir noch sehr, sehr gut. Cool. Und was ist genau das dort, wo so sich viel bewegt und eigentlich recht viel normalerweise rumsteht? Ah, dort ist eine Kugelbahn. GBC heisst die. Das ist natürlich auch so ein Must, das hat es fast an jeder Lego-Ausstellung. Das sind so modulare Kugelbahnen, wo auch viele Leute können beitragen und einfach ein Modul bringen, ein kleines, das das Kugel von A nach B bringt. Und dann kommt die nächste Maschine, die bringt das Kugel von B nach C. Und dann kann man eigentlich, je nachdem wie viele Leute das man ist, kann man einen Kreislauf machen, der grösser oder kleiner ist. Auch mega attraktiv, weil es bewegt sich viel, es ist mit Technik im Hintergrund. Gut. Würde ich sagen, Ja, danke. danke vielmals für das Interview und wir sehen uns wieder. Tipptopp. Ciao. Tschüss, Mike.